originales Cinque Pi, aber mit dem 6. P dazu. Schauen. Ich habe mir da mal überlegt, eigentlich müsste ja Sei Pi heißen. Nein, es heißt Cinque Pi. 6 Ps. Mit der Patrizia zusammen. Schlimm ist, dass ich noch lache. Habt ihr ja gesehen, dass, wenn ich so alt studiere, zwischendrin, Unglaublich. und was braucht es denn sonst noch Unglaublich. neben? Also wir haben 5P plus Patrizia, also 6. Bin ich der letzte P oder bin ich der erste P? Du bist der erste P. Also, dann brauchen wir P, aber so geht es bei dir auch die gell? Und dann haben wir Pana, dann haben wir Pene, wir haben Parmigiano, wir haben Pomodoro, Pomodori, Pomodoro. Würzli. Und wir haben Prezzemolo, Ah, ich habe gemeint Bürzli. Würzli. Und dann haben wir eben heute Peterli und sonst noch natürliches Herdöpfelgewürz und Stickhauspfeffer. Aber das Herdöpfelgewürz schreiben wir nicht mit P in Zukunft. Das heisst trotzdem Das heisst Herdöpfelgewürz. Das gehört dazu. Ich freue mich auf die 6P, also 1P ist schon da und der Rest, wenn es verkocht ist. Das ist gut, ja. Ich vergucke Bis mich nachher. nicht. Bis nachher. Ciao, Danke, ciao. tschüss. Ehrlich gesagt, ich habe nochmal die Zutaten kontrolliert und es ist ganz praktisch, dass man die Ps zählen kann, weil echt weniger Zutaten sind, oder? Also Originalrezept machen wir da: Rahm, Parmesan, Peterli, Tomaten und Penne. Und auf Italienisch sind das die 5 Ps, oder? Mit mir zusammen weiß ich jetzt, dass 6 Ps sind. Aber eigentlich legen wir gleich dort los. Wie du bei uns schon mal gehört hast, falls du schon ein anderes Mal da bist, falls du das erste Mal da bist, willkommen, sehr schön. Also die auch schon da sind, auch willkommen. Du kannst gleich da bei uns Kanal abonnieren, was du noch nicht gemacht hast, und nichts verpassen. Und zum Beispiel nicht verpassen, dass wir in der Zwischenzeit wissen, dass die Soße auf die Pasta wartet und nicht umgekehrt. Weil diese Soße hier so schnell geht, kann ich jetzt das Wasser für die Nudeln auch schon einschalten. Es ist dort, es hat Wasser drin und ich lasse es schon mal kochen. Ich beginne aber mit der Soße, aber sehr wahrscheinlich werde ich kurz vorher schon abstellen müssen. Es geht wirklich rasant schnell. Ein super Rezept zu machen, wenn man nicht so viel Lust hat zum Kochen, aber da was Feines essen will. Olivenöl in die Pfanne gehört nicht zu den 5 Ps, aber da braucht man etwas Fettiges hier. Warten wir ein bisschen, bis es heiß wird. An dieser Stelle könnte ich natürlich hier auch noch Zwiebeln, ich könnte Knoblauch machen. Mache ich nicht, ich bleibe diese Rezepte treu mit den 5 Ps und nicht allzu viel Zutaten. Und dann kommt meine gehackte Tomate, also das erste P, Pomodoro. Und wenn ich nicht ganz falsch bin im Italienisch, Pomodori, weil mehrere Pomodoros sind. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Ich kann eigentlich kein Italienisch. Ich kann so Essen bestellen in Italien. Viel mehr nicht. Lassen wir ein bisschen da. Ich warte nur, bis diese Tomate hier, ich habe so gehackte Tomaten, man könnte auch Tomatenpüree nehmen, frische Tomaten, wenn ich ganz gut hätte, klein geschnitten. Aber weil ich jetzt keine super frische, gute Tomate habe, habe ich so die Tomate wirklich aus der Dose gehackt, schon in Tomatensaft. Es geht los, siehst du? Es kocht. Ich würze das schon mal, bevor ich vergesse. Ich kann sogar jetzt ein bisschen herunter mit der Hitze. Mache mir ein bisschen Herdöpfelgewürz. Das ist unser Salz hier, oder? Mache ich den Stickhauspfeffer, was ich selbstverständlich auf dem Tisch lasse, falls man noch mehr Pfeffer will. Das ist übrigens auch eine von den Ps. Ich glaube, ich habe vorher gar nicht gesagt. Das ist der Pepe. Pfeffer. Auch auf Deutsch P. Und wir machen gleich das dritte P jetzt, Peterli, auf Deutsch zufälligerweise auch mit P, oder das Prezzemolo. Weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche. Da kommt hier alles in die Soße. Schön umrühren. Und jetzt kommt mal das, wie viele Ps habe ich schon? Ich habe schon Pomodoro, ich habe schon Pepe, ich habe Prezzemolo und ich habe jetzt Pana. Ja, aber ich überlege es mir auch. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Ps, gell? Habe ich hier ein bisschen mehr Ps jetzt in Rezept? Ja, Pfeffer, weil es auch Pepe ist. Aber ja,
Man kann auch ohne machen, dann bleibt man bei wenigen Ps. Ps sind nicht zu viel. Das Wasser kocht. Ich kann auch schon weitermachen, weil meine Soße wirklich sehr schnell geht. Sonst würde ich noch warten. Sie ist eigentlich schon so gut wie fertig. Dann machen wir Salz im Wasser, also das Kochwasser für die Nudeln. Hier aufpassen, dass meine Soße nicht verdünstet, nicht zu wenig. Und dann kommt ein wichtiger P, nämlich die Penne. Sagen wir, ich habe jetzt alle anderen Zutaten und ich habe nicht gerade Penne daheim. Ich kann auch mit einer anderen Nudelsorte machen. Dann taufe ich diese Rezepte einfach mit einem anderen Namen. Dann ist keine 5P, 5P, dann ist einfach, keine Ahnung, Nudeln mit Tomaten-Rahmsauce. Und es ist auch fein. Schmeckt genau gleich gut. Entschuldigung, Italiener, aber das ist so. Ich rühre hier ein bisschen, dass die nicht am Boden hocken. Die Soße ist jetzt schon lang fertig. Ich habe die vorher abgestellt, habe jetzt nochmal eingeschaltet, also in eine niedrige Stufe. Meine Nudeln sind aber so weit. Ich stelle da ab, werde das kurz abtropfen und die kommen direkt hier in die Soßepfanne. Ich habe die Nudeln abgetropft, aber bewusst nicht ganz. Ich lasse ein bisschen von diesem Kochwasser hier noch. Das mische ich hier auch noch in die Soße. Das kann nicht schlecht werden, oder? Ehrlich gesagt. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann meinen Parmesan hier schon reinmischen. Dann habe ich gleich alle Peas. Wir haben vorher gemerkt, ich habe sogar viel mehr Peas. Oder ich mache das nachher auf dem Teller. Weil ich erst noch den Steady holen muss zum Probieren, mache ich dann auf dem Teller nicht, dass es hier zu fest trocknet, oder? Aber fertig ist jetzt mein Penne 5P. Ich hole den Steady, mache das schön auf einen Teller. Ich kann es sogar schon hier rüberbringen. Fertig ist es. Ich hole den Steady, mache das schön auf einen Teller mit dem letzten P, mit unserem Parmigiano. Und kommt das Beste. Wir können dann zusammen probieren. Machen wir hier noch ein bisschen mehr. Schau mal. 5P oder 6P, wie wir da wieder sagen. Teilweise sogar noch mehr haben wir gemacht, habe ich gemerkt. Ich habe mega viele Erwartungen jetzt. 6 P sind zuständig für das feine Gericht. Und jetzt komme ich sicher. Also, wenn man mich kennt, weißt du, dass ich das mit den Zellen nicht so im Griff habe. Ich habe irgendwie mich da erzählt, ich glaube, ich habe etwa 7 Peas. Echt? Krass! Hast du noch Peperoni drauf tun? Pepe, habe ich noch dazu, genau. Und dann ist der 6. Also das Originalrezept, das nicht original ist, sondern Original Patricia. Original steht die Patricia, genau. Ein guter. Probierst du zuerst? Haben die Ich bin auch schon parat. Haben die Tümel schon aufgetan? Ja, haben sie. Haben sie? Ja, die haben wir abgemacht. am Alle? Anfang. Ja, Tümel auf? genau. Gute miteinander? Vielen Dank schon mal fürs Wiedermal, für das erste Mal dabei sein. Und Wow. wow, es wäre schön, wenn du nächstes Mal wieder Sensationell. dabei bist. Sensationell. Ja, weil, wenn du doch dabei fein. bist, machen wir Kannst jetzt weiter. reden. Wenn du Probieren. nicht dabei bist, machen wir nicht weiter. Probiere dann. Sehr fein. Wieder einmal mehr. Gratulation. Danke fürs Köcheln. Danke fürs Dabeisein. Ciao zusammen und bis nächste Woche. Ciao. Hey, fein, fein. Sehr fein.